Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus Christus. Een paar dingen wat ik nog bekend geven, wat er niet in de bulletin waren. Eén is, wij zijn nog als we toffas hadden, de groep wat getoft wordt, we meer van die geven onze willen Lieder worden hier in deze gemeente. So, we willen jullie de nummers beschrijven. We willen die nächste zondag opnemen, want dat God zijn willen is. Ik wil de nummers, de oorzaak waarom we jullie de nummers geven doen, als van de eens wat is, wat er wordt in de staan, dat die worden leven, waarom ze niet zo'n Lieder worden, dat gaf je in de werk die even te denken, en die even te beden. En dan wat niks is, dat we die opnemen nächste week. So de nummers zijn, een is David Hiebert, en Judy Klassen, Sarah Zacharias, en Corny Wieb, en Henry Bolman, en Anna Bolman, en Tony Klassen, en Mary Klassen, en Jake Friesen. So dit zijn wat de ongeven ze willen geleerd worden hier in deze gemeente. So, we hebben gepland nächste zondag die voor op te nemen als Glieder in deze gemeente. En dan nog een slide wat ik jullie ook wil zeggen, die hebben vielleicht al gewundert, wo dat uitgevallen weer met de ballast wat we uithangen te zijn beim de Herr had gewählt als elders in deze gemeente te zijn. En Isaac en Greta Brun waren die wat zich ganz klar uitwijst, dat die waren die wat God zich gewählt had als elders te zijn. So, we willen ook ganz karten, waar we jullie gelegenheid geven te wezen te zijn als je dat in je steden doen, en wie die besteden doen. En dat zal in ganz karten passeren. So, waar we bloß even beten, dat God dat wat lenken en vieren, nu zien wel nu. En we geloven ganz klar dat dat we den Herrn zien wel, God zien wel, wat het uitvallen deed. So, we freuen ons dat zij kan in de elderspoort met genomen worden, helpen te doen. So, ik wil van deze morgens, waar ik van reden, dat ik dacht zo, wat weer nodig van te reden, waar ik zal van reden van deze morgens. Wat is dat wat ons fehlen dat, wat in jedem een fehlen dat? Dat is een zo schwat te weten, wo in jeder einer is, met zijn leven, met zichzelf. En einerseits dacht ik zo, dat wo jeder einer bedürftig aan is, en dat is geloven. Geloven te gaan. De Schrift zegt, ungeloven is dat onmöglich Gott te gefallen. So, wenn wir Gott willen gefallen, dann müssen wir glauben. Ons Leben, ons Christenleben ist ganz abhängig von Glauben. Dat wir glauben dann, was die Schrift sagen wird. Und die Schrift hat viel zu sagen. Und worum das Glauben brauchen wird, das sind allgemein so Dinge, was wir nicht sein können, wo wir nicht gewahr sind, über was wir glauben sollen, will die Schrift das sagen wird. So, wir sind abhängig von Glauben. So, und das ist ein bisschen, was ich von der Morgens will von reden. Von Glauben, und wenn wir kicken dann in der Vergangenheit in der Schrift wo wir lesen können, von wo viele Menschen dort annehmen im Glauben, was Gott sagen wird, und dass sie nur dein und wo wichtig das auch ist. Und so, das ist der Glauben, was wichtig ist in uns Leben. Und so, wir können viel Erfahrungen lesen von Menschen, die im Glauben leben, wo Gott die brauchen. Und wo er die annehmen, will sie glauben. Und dat die Schrift sagt auch, die Glaubende, die Gerechte sollen im Glauben leben. Einmal, 1. Kapitel, Vers 17 sagt, dass es steht. Dort wies uns, wo Gott, also der Glauben, dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht macht. Und wo der Glauben immer zunimmt, so als geschrieben steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. So, die gerechte Menschen, also das redet von Christen, die müssen durch den Glauben leben, die sollen durch den Glauben leben. Und dann, wenn wir denken, was ist reich Glauben? In Hebräer, das 11. Kapitel, ich will da was Versen von lesen, da will ich in Schrift nennen, durch von der Morgens. In der ersten Versen, Kapitel 11, sagt, der Glauben ist die Gewissheit. So, dort ist die Gewissheit, dass wir dort kriegen, woran, auf was wir hoffen. Und es nicht zweifeln an dort, was wir nicht sein. Also, das ist, was der Hoffnung ist. Glauben, was der sein wird, und nicht zweifeln ab dort, was wir nicht sein dürfen.
oftmals als dort, was uns im Stich legen wird, willst wir glauben dort. Wir sein dort vielleicht nicht, dann legt uns dort im Stich, wir glauben dort nicht ganz, willst wir dort nicht sein können. Und dort ist was Glauben brauchen wird. Der Schrift sagt dort, und wir sollen dort auch glauben. Das sagt in Hebräer 11, Vers 2, durch diesen Glauben haben die Verführer ein gutes Zeugnis von Gott gekriegt. Und dann durch den Glauben können wir dort weiten, dass Gott die ganze Welt durch sein Wort gemerkt hat. Und wenn wir hier bedenken, dass Gott die Welt gemerkt hat durch sein Wort, das ist eines, was wir sein können und was wir mit uns Verstand auch begreifen können, wenn wir uns auf uns einen Verstand verloren und daran denken, dass es schwer zu begreifen, wo das erschaffen ist. Aber das, was der Schrift sagen wird, und wir sollen dort glauben, im Glauben, dass Gott die ganze Welt durch sein Wort gemerkt hat. Er sieht das bloß und dann passiert das so. Und dort braucht Glauben, dort die Leben, dort unternehmen. Und so dass alles, was nu zu sein ist, von nichts gemerkt ist. So alles, was wir sein, wenn wir Romans gehen, dann alles, was ist, das ist alles von Gott gemerkt, bloß dadurch, dass er das gesagt hat. Dort ist, was Glauben ist, dort braucht Glauben. So, du sagst, dass wenn wir Gott wollen gefallen, dann müssen wir im Glauben leben. Er sagt, in Glauben kann wir am Unglauben kann wir am nicht gefallen. Der Vers, was jeder in jener Bullen hat, in Hebräer 11, Vers 6, sagt, dass Unglauben ist das unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnt, die am ernstlich sehen. So wir müssen das glauben, dass er ist. Viele Menschen, die nicht Christen sind, die sagen, sie können nicht glauben, dass er ist. Wo können wir das weiten? Wie kann das nicht sein? Wie kann das nicht fallen? Hat er noch kein sein? So, woran können wir das glauben? Wo können wir das glauben? Wo kannst du das proven, was das so ist? Aber die Gerechte sollen glauben, wenn es die Schrift das sagen wird. Und den Glauben ist allmählich am gefallen. So, wir sind ganz abhängig von dort glauben, was er gesagt hat. Und dass er die belohnt hat, er wird die belohnt am ernstlich sehen. Er wird die belohnen mit Wiesen, wer er ist. So, wir sollten uns glauben auf eine Hoffnung, die wir sein, oder die wir nicht sein. Römer 8, Vers 25 sagt es dort, eine Hoffnung, in Hoffnung wird wir gerat, aber eine Hoffnung, die einer sein kann, ist keine Hoffnung. Woran soll einer auf was hoffen, dass einer sitzt? Oder wenn wir auf was hoffen, dass wir nicht sein, dann lügen wir geduldig genug. So wir Christen sollten uns glauben darauf, auf dort, was wir nicht sein dürfen. Auch in 2. Korinther 4, Vers 18 sagt Paulus, es steht, wir trachten nicht nur dort, was zu sein ist, aber nur dort, was nicht zu sein ist. Weil was zu sein ist für diese Zeit. Was aber nicht zu sein ist ewig. So das ist ganz klar, dort wird wir sein dürfen, wo wir sind hier auf Erden, alles, was dran uns ist, dort ist nur für eine kurze Zeit. Dort glauben wir, dort ist leicht zu glauben. Aber dort ist nicht, was davon reden wird. Wir sollen ab dort bleiben, was nicht zu sein ist, was dafür ewig ist. Und das ist, ich sage, das ist, was Glauben braucht. Das ist, was Glauben braucht. Und dort, was wir sein können, was hier bei ihr ist, dort, was wir sein und feilen können, alles, dort ist für eine kurze Zeit. Er sagt, wir sollen unsere Hoffnungen, uns Glauben nachstellen, ab dort, was nicht zu sein ist. So, ein Christ soll im Glauben wandeln. Unser ganzer Wandel soll abhängig sein an Glauben. Was wir nicht sein können, aber was die Schrift sagen wird, und dort annehmen im Glauben. Das ist sein, dass ohne diesen Glauben ist das allmählich Gott zu gefallen. So, ich glaube, wir haben alle ein Verlangen, Gott zu gefallen, denn dann sollen wir auch ganz uns Arm übergeben und dort annehmen und glauben, was er sagen wird. Oftmals lese ich in der Schrift ein Wort, was der schwer zu begreifen ist, einmal, wenn wir uns einen Verstand verloren tun, um zu sagen, was ist wirklich, merkt das sein oder merkt das nicht sein?
En oftmals lese ich auch, dass Jesus selbst, oder eine Schrift lese ich von Jesus selbst einmal sagen, dass, wenn er von was reden, dann sagt er, das ist die Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt er einmal. Ich habe mir gedacht, warum Jesus wird selbst dort mal geschrieben, ich sage euch die Wahrheit. Wir würden das sagen, für sich erweitern, und wir würden nicht mal brauchen, das sagen, dass ich sage euch die Wahrheit. Aber ich glaube, dass das wir oftmals sagen, wir sind klein gelauscht, wir glauben, dass Gott so reich. Und dann sagt er, ich sage euch die Wahrheit. An vielen Stellen lesen wir, dass es steht, dass er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Und dann sagt er, was dann erst, was er zu sagen hat. Ich glaube, dass wir sind oftmals so klein gelauscht, dann muss er uns bedenken halten, dass ich sage euch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, was ich sagen darf. Und wir als Christen, die, die von ihnen geboren sind, die sollen Glauben haben. Und die sollen dort sehen, was boven ist, dort, was für ewig ist. Nicht, was hier auf Erden ist, was für diese Zeit bis ist, für eine karte Zeit. Aber wir sollen dort sehen, was boven ist. Und ab dort glauben. Und das redet zu Christen. In Kolosser 3, Vers 1, hier sagt Paulus, es steht, wenn ihr nun mit Christus vom Tod abgestoßen sind, dann segne dort, was boven ist. So das hat Paulus in Verlangen auch, zu segnen, was boven ist. Das, was wichtig ist. Nicht dort, was hier auf Erden ist, was wir sein können, was wir feiern können, was das für diese Zeit ist. Aber wir sollen segnen, was boven ist, wo Christus bei Gott und der rechte Sieg setzen wird. Weil es dort ist in der Wirklichkeit ist, uns tust, dort ist, wo wir haben wollen. So wir sollen unsere Gedanken durchdrehen und dann ab dort glauben und uns Glauben an dort holen. Und dann sagt der Vers 2, denkt an dort, was der boven ist. So unsere Gedanken sollen ganz durch sein. Denk an, was der boven ist. Und nicht an dort, was ab ihr ist. Er sagt, ihr seid gestorben und ihr Leben ist mit Christus in Gott verstärken. Und das ist, was der Glauben brauchen hat. Das wirklich zu glauben. Das sind Städten, wo viele Menschen zweifeln an und die wissen gar nicht, was das so ist, dass sie wirklich von ihnen geboren sind, dass ihr Leben nu mit Gott verstärken ist. Das ist auch, weil das braucht Glauben, das unternehmen und das zu glauben. Und das ist Kraft, das ist wirklich sehr kraftig. Wenn wir Hebräer, den 11. Kapitel, nennen, dann die Überschrift sagt, der Kraft durch Glauben. Und das ist Kraft durch Glauben. Das ist, wo die Kraft ist. Und wir lesen auch, wenn wir wieder lesen, dann in Hebräer Kapitel 11, da lese ich von mehreren Menschen, die Glauben haben und was Gott sieht ernt. Und das wären Dinge, was da in der Wirklichkeit Menschen so zu besehen und zu denken, dass wir können sehen, was Gott von ihnen verlangt, was heute ernt sieht, was sie sollen tun. Weil das ich sage, der menschliche Tag merkt keinen Sinn, das merkt keinen Sens. Ich will Gott nur früh. Aber so dort kann Gott brauchen, wenn das für Menschen allmählich ist, und das schwer zu glauben ist, aber wenn so eine Menschen dort annehmen, was Gott sagt, so eine Menschen kann er brauchen und will er auch brauchen. Wir wissen von der Geschichte von Noah, und das ist eine sehr bekannte Geschichte, wenn er das wo sich überlesen hat, und die sind alle sehr bekannt mit dem, aber wenn er da wirklich mal überdenken hat, was das kriegt wir, was Gott früh von Noah, dort braucht er ihrens Glauben, dort unternehmen. Dort muss er überdenken, was da passieren zu der Zeit. Wir lesen dort in 1. Mose 6, wo wir die Geschichte lesen von der Zeit, in Moses, in seiner Zeit. Da sagt dort 1. Mose 6, Vers 5, der Herr sagt, dass der Menschheit sehr böse beirrt wird, und dass ihre Gedanken bloß den Zeit über schlechte Gedanken wären. So hier haben wir hier, zu dieser Zeit der Menschen, die wären sehr böse geworden. Sie wären ganz gegen Gott, haben sich gedreht. Und das kommt dadurch, dass Gott will die Menschen abbringen, wenn es am das Leid, das die Menschen gemerkt hat. So ein gottloses Leben aus den vielen Leiden. So die Menschen, die wären sehr gottlos, das wären gottlose Menschen. Und sagt er, bitte Noah. Noah wird eine Person, er lebt auch mit diesen Menschen, taupen alles, aber die Menschen, die wären da so eine gottlose Menschen, aber hier wird ein Mensch, wo wir von lesen können, was da nicht so ein gottloses Leben führen wird. Und Gott hat gefallen an diesen Mensch. Das sagt in 1. Mose 6, Vers 8, über Noah wird Gott angesehen beim Herrn. So hier wird ein Mensch
das sagt, dass Gott kijkt rauf und sagt, dass wo die Menschen leben leiden. So, er sagt das über, und er sagt auch, dass hier wird ein Mensch, und den hat er gefallen, dass er dein Arm. So sagt er über Noah, wie Gott angesehen beim Herrn. So, die Geschichte, was wir von lesen dann in Hebräer 11, als hier in 1. Mose ist das beschrieben von dort, was wir lesen dann. So, das sagt hier in Vers 9, das ist die Geschichte von Noah. Noah wird ein gerechter Mann. Keiner kann in seiner Zeit beschuldigen. Noah lebt in Gemeinschaft mit Gott. So hier kann der Unterschied sein von diesen Menschen, was die wären, was die Raum wären, was das für schlechte Menschen wären, aber das sagt, Noah hat eine Gemeinschaft mit Gott. Hier wird der Unterschied zwischen den Menschen und Noah. Er lebt ein Leben, was Gott gefährlich wird. So er hat Gemeinschaft mit Gott. Er glaubt Gott, was er sagen wird am. Wenn er auch keinen Sinn mehr an das, was er von am Frauen wird. Das sagt in Vers 7, in Hebräer 11, Vers 7, wenn wir da handrehen, dann sagt er, durch den Glauben acht Noah darauf, was Gott sagt, in Büd das Schab, seine Familie zu raten. So, das wird ein Ding, was er von am Frauen wird, was kein Sinn mehr an das für Menschen zu sein. Das Himmel soll ein Schab bauen. Wo dann möchte kein Sinn. Weil das hat zu der Zeit Gott hat Noah gesagt, dass er würde eine Flut bringen über die ganze Welt. Und das wird dann nach Himmel geredet nicht mehr. Und das sagt hier, Gott redet zu ihm über Sachen, wovon noch nichts zu sein wir. Also das sind die Sachen, was noch nichts zu sein wird, wenn wir das studieren, das redet von den Regen. Gott redet zu Noah von diesen Regen, was er will kommen über die Erde. Und er lebt dort. Was will er das sein? Und sagt, dass durch den Glauben auf die Welt Urteil in Ort der Gerechtigkeit, der durch den Glauben kommt. So Jonah, der kriegt die Wort, dass die Gerechtigkeit erben, weil er glaubt, was Gott sein wird am. Gleich so es auch von Abraham. Abraham wird auch einer, den Wort der Gerechtigkeit teuerrechnet, weil er am Glauben deit. Und wat je sinds so wat er steht, wenn wir dann denken, das würde wirklich Glauben brauchen, dort unternehmen, was Gott von Moses verlangt hat, was eine Frau deit. Das wird wirklich Glauben brauchen. Das wird einer Slav, was keiner noch nicht gesehen hat, aber er nimmt das an, er deit dort. Und so lesen wir auch von, was Gott von Abraham verlangt hat. Er frug von Abraham einer Slav auch, was auch keinen Sinn mehr an hat, für Menschen zu sein. So wir lesen von Abraham, wo dort wird sein Glauben und Gerechtigkeit angerechnet, weil er glaubt Gott. Er glaubt Gott, was er sein wird am. Das sagt in Hebräer 11, Vers 8, durch den Glauben wie Abraham gehorsam, als er geraubt wird, in ein Land nennt zu tragen, dass er nachher erben soll. Er trug los, ohne zu weiten, wo er hin soll. Wat je hier ein bisschen stillhalten und zu denken, was hier passieren wird, sage ich zu Abraham. Am wird gesagt, dass er soll sich reinmerken und wegtragen von dort. Am wird gerufen, er soll sein Land verloren und wegtragen. Ich wundere, wie viel von uns, wenn wir mal eine Stimme hier in den sein, die sollst abhaken und reinmerken und den Land verloren, alles, was du haben geht und wo du gewohnt hast, wo du verlangen gelebt hast, 75 Jahre vielleicht hast du gelebt und du hast eine Familie und deine Eltern wohnen da. Dann hat einmal wieder eine Stimme, die sagt, pack ab und dann go hier, trag hier weg. Und zu sein, wo er will haben, wo du das handtragen. Ich wundere, wie viele von uns würden bereit sein, das zu tun, wo wir den Glauben haben, das unternehmen, oder sogar zu weiten, als das Stimme wird von Gott. Ich glaube, oftmals erst dort, wo dann wir nicht leben tun, was Gott sein wird, dass wir weit nicht mal so reich aus, dass Gott seine Stimme ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir so ein Verhältnis haben mit Gott, kriegt das Jonah auch hat, der hat ein Verhältnis mit Gott, der hat ein Gefallen zu leben, das Gott will haben. Ich glaube, je doller wir leben dann für den Herrn, je doller haben wir seine Stimme kennenlernen, wo wir weiten, wo seine Stimme ist oder nicht. So hier auch war das Geschichte, so in 1. Mose 12, Vers 1 sagte, der Herr sagte zu Abraham, verlot den Land,
die Lied, die Futter zijn huis en go naar een land dat ik die wiesen wil. Wat ik die wiesen wil. So hij zegt hem gleich, wo hij gaan zal er eens voor. Hij zegt bloß, dat hij zal zijn Futter, toch wel zijn ouderen, ik weet niet, zijn Mutter ook wat geleefd hebben of niet, maar dat zegt, hij zal verlaat die land. Die Futter zijn huis en go naar een land wat ik die wiesen wil. Dit wordt wirklich Glauben broken. En dat einzige wat hij am zijn deed, wat hij vielleicht would aannemen kan, wat hij would kan geloven, dat einzige information wat hij am geeft, is dat ik wil van die een groot volk maken. En ik wil die zegenen, ik wil die noemen, wiet bekend maken, en du wirst een zegen zijn. En dan zegt het, ze moet Abraham zich op een weg krijgt zoals de Heer am gezegd had. En Lot trok met hem, en Abraham weer 75 jaar oud als hij Haran verliet. En wat ik interessant vind hier, want ik deze geschichte lezen, nou, Abraham strijd zich niet met God als God hem roept. We lezen nog niet dat hij zich strijden deed, jij dort wat hij van hem verlangt deed. Oftmals, geloof ik, we zijn eens mal, wenn ons beroepen is wat te doen, dan doen we vielleicht een beetje de jeen strijden. Dan zeggen we, oh, ik weet niet nergens, als ik dat zijn, wat dit zal doen. Ik weet niet, als God mij hier te roepen dat of niet. We doen ons vielleicht een beetje strijden, de jeen. Maar we lezen nog niet van dat Abraham zich strijden deed, weg te trekken van zijn land hier, van alles wat hij kan deed, vielleicht sogar. Hij werd 75 jaar, wat hij gewoond had. En nu zal hij bloß op en weg trekken, omdat hij wist wo hij gaan zal en zo wieder. Dat is wirklich wat Glauben broken deed. Wie zijn Glauben in staat? Ik geloof, het is een vraag wat we ons zelfs moet vragen zullen. Zal het moeten ons passeren? Wat wordt we doen te dit? Abraham deed niet zoals, wanneer we denken, zoals Jona deed. Als God aanroepen dat hij zal naar Nineveh gaan en door dat volk predigen, dat hij zich zal bekeren. Hij deed deze staat, hij wil gereed te gaan. Hij moet zich rijden en denkt op een schapen op en wil graag anders van gaan reizen als voor God aan wil gaan. Hij geloofde, hij wil weggaan van God, dat God hem niet verbroken kan. Hij wil graag dat jij een deel doen. Hij deed niet zoals Abraham deed, was gewoon en deed wat hij zei deed, wat hij zal doen. Oder wenn wir an Gideon denken, dann krijg je zo. Hij wil zich wel zeggen als dat God weer wat hem reden deed of niet. Om dat aan te nemen wat God wil gaan van hem, wil hij eerst klaarheid gaan. Hij zegt, ik wil buiten de dag gaan liggen, wanneer het wat duiven, wanneer wat je gaat duiven daarna, en ik zal morgens terugkomen in de dag wat terug zijn, dan weet ik dat natuurlijk gewas was wat hij gezegd heeft. Ik geloof dat goed. En dan passiert het, krijg je zo, God, den verlangen wat hij had, en dat noemt zich zo aan, dat de dag die we gewoon streeg. En dan zei hij, nou, ik weet toch nog niet ganz nee, was dat zo als wat u gezegd hast, dat het u best wordt wel meer broken te dit. Dan zegt hij, ik wil nog helemaal de dag uitleiden, en dan wanneer het wat even streeg zijn, over de dag wat nood zijn, dan wil ik dat geloven. En God had het dan ook nog waar. So hij kon de dag nemen, hij kon de uitbrengen, en ik heb woord daaruit geraakt. Zo klaar weer dat God zich wezen deed, dat we echt wat die roepen doen, wat die wel broken. Ik geloof eens eenmaal weer om dit te staan. Ik ben toch zo, oftmals geloof ik, sowieso, ik weet voor mezelf. Ik heb mal gezegd dat iemand eerst met een 2 befeuer im Kopf gekield eigenlijk dat hier wat God van mij wil, wat het mij zijn wil. Dat brokt eens eenmaal veel, als einer im Twijfel leven, dat einer weet niet, nee, als het God wat het mij reden dat of niet. Ik sta eens eenmaal veel te klein, geloof ik, in de stijgen. Maar we teruggaan naar Hebräer 11, vers 9 zegt dat durch den Glauben woont hij als een vreemde in dat land, also in dat land waar hij ziet waar hij zal handtragen. Dat God hem versproken had. Hij woont in zelten, zoals Isaac en Jacob, den dat afgoed ook versproken weer. So hier, dit is ook interessant, wanneer we dit lezen dan. Abraham, de moest rijden, hij trok weg, hij trok naar dat land wat hem versproken weer, wat hij wordt oven. En door in dat land, ik geloof, Abraham weer een zeer rijke man, maar hij wil zich in zelten te wonen.
In der Stadt hat sich ein großes Haus bauen, der sich das Haus mehr andeut. Er wohnt in Zelten, sagt dort. Ich wundere einmal, warum Abraham willens wird, sein Haus zu verloren, willens wird zu gehen, wo Gott am Hand raupen deut. Aber ich glaube, wir wens, er glaubt, er hat ein Heim, was er für ewig wird bleiben. Er hat sein Ziel dahin gesagt. Sein Ziel wird anders werden, als hier auf der Erde. Er sagt in Hebräer 11, Vers 10, sagt, dass er lügt auf eine Stadt mit festen Grund, der Gott selbst planen und bauen wird. Das ist, wo er sein Ziel hat. Er sagt, er will eine Stadt lügen, was von Gott gebaut wird, was einen festen Grund hat, was von Gott gebaut wird, nicht von Menschen. Deswegen will er sich in Zelt zu wohnen. Und ich glaube, deswegen will er auch wirklich weitertragen von da. Er weiß, dass das wie Gott sein Heim hier in der Wirklichkeit. Er lügt nach einer Stadt, was Gott gebaut hat. Sein Verlangen wird nicht nur hier und nu. Gleich das Paulus auch sagen, in 2. Korinther 4, Vers 18, er sagt, ich trage nicht nur dort, was zu sein ist, aber nur dort, was nicht zu sein ist. Weil es was zu sein ist für diese Zeit. Was aber nicht zu sein ist ewig. So, das ist, was sein Ziel auch wird. Er will dahin, was er ewig wird bleiben, was er nicht bloß für diese Zeit wird. Das ist, was sein Verlangen wird. Ich glaube, deswegen hat er gleich ein Problem weitertragen. Er weiß, dass das wie gleich für eine lange Zeit, was er hier auf Erden wird leben. Er lügt nicht dort, was er wird kommen, was er für ewig wird sein. Eine Stadt, was Gott wird gebaut haben für ihn. Und wir weiten in Zelt, das ist für eine kurze Zeit, das verjährt, das bleibt gleich für immer. Und er hat sich gewählt, in Zelten zu wohnen. Und gleich so die Bibel, die uns Körper auch vergleichen mit einem Zelt, wo wir werden wohnen. Und was das für diese Zeit, was das für eine kurze Zeit ist. Das sagt in 2. Korinther 4, Vers 1, sagt, dass wir weiten über, wann das Zelt, also uns Körper, hier redet er von uns Körper, sagt, dass wir weiten über, wann das Zelt wohnt, wie hier auf dieser Welt leben, durchgebrochen wird, dann haben wir ein Haus im Himmel, das ist nicht von Menschen gebaut, aber von Gott selbst, und wird ewig bleiben. So wir wollen in Körper oben, wo wir wollen nantragen, wo wir wollen wohnen, auch, was wird für ewig bleiben. Und auch gleich so wird mit uns Heim sein. Wir wollen einen Platz haben, eine Stadt haben, was für ewig wird bleiben, was Gott wird gebaut haben. Als Jesus, dass sie ihr verloren, die kurz vor dort, wo er im Himmel fahren, die treten in Haus fahren, die sind Futter, dann sieht er zu seine Jünger, dass er verloren wurde und so wieder, und die waren nur anrührig, die er war, dass Jesus ihn verloren wollte, die waren traurig, die er war. Aber Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1, lot nicht das Wort beanrügen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Dann sagt er, in mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich das gesagt haben. Ich will also haben, die eine Stadt zu merken. So hier sieht Jesus so zu Ernte, da sollen gleich anrührig werden. Er wird gehen in eine Stadt zu merken für Ernte. Und die sollen nicht anrührig sein, die er war. So er sagt, die Wohnungen, die wären da all. Da hat Gott all Gebiet für Ernte. Aber er muss geht eine Stadt merken für jedem einen. Und das ist uns himmlisches Heim, was er merken wird für jedem einen. Und ich glaube, das ist die Stadt, wo Abraham nur lernen wird. Er büht nicht hier auf Erden, nur dort, was hier für eine kurze Zeit wir und er wird vergehen. Er lernt einen Platz, was Gott merken wird. Und ich glaube, das ist gleich der Platz, was Jesus hier von reden wird, wo Abraham auch nur lernen wird. Was er sagt, was Gott selbst bauen wird, was Gott plant, was er bauen wird. Er wird der Baumeister für diese Städte, was er merken für uns. Er ist der Architekt für das. So, ich glaube, das ist auch, wo wir uns Gott angestellt sollen haben. Hier, was immer hier ist, von Gott uns wachrufen, wo immer das ist, wenn wir das nicht verstehen können oder begreifen können, dann sollen wir wegen Willen sein, Reut sein, ich will gehen, ich weiß, das ist keine Stadt, wo ich bleiben will. Ich will durchhauen, nur die Stadt, was Gott gemerkt hat für mich, was nicht von Menschen hingemerkt ist. So, ich weiß nicht, wo ihr seid, wo du bist. Das sind ein paar Dinge, ein paar Männer, wo davon reden, was ich hier erwähnt, was da im Glauben wandeln deuten, was da Dinge deuten, was Gott nur Frauen deuten, was da ganz ansehen wir für Menschen so zu sein.
Mijn hopen en gebed is dat we ook alle worden zo'n verlangen hebben staat. Want er is zin meer aan dat. Oftmals is dat antwoord naar wat gevraagd wordt, wie ze denken, dat meer geen sens. Ik weet niet waarom ik dat leven zal en dat aannemen zal. Aber Gott hat uns reingemerkt und er hat uns die Kraft gegeben, zu tun, was er will haben von uns. Er sagt in Epheser 2, Vers 10, sagt Paulus, ist das dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in einen Stand versaat, dass wir Gutes tun können. Nu soll wir auch dann leben. Dann soll wir unsere Gedanken eingestellt haben, dann leben, was Gott uns hat reingemerkt hat. Er hat uns nie geschaffen. Und wenn sie das redet halt die Christen, zu all die, was von ihnen geboren sind, die sollen ihre Gedanken durchdrehen, wo Gott will haben, wo die sollen, wo er entbrücken will. Und wir brauchen auch in Lehre nur einen Titel, dass wir einen Titel haben, wie kann Gott tun. Oftmals denken sie, ich sei nicht ein Usher oder ein Diakon oder ein Board of Trustees oder ein Elder oder was immer. So, ich brauche nicht tun. Aber ich glaube, dass das die rechte Anstellung ist, wenn wir das dort denken tun. Wenn wir keinen Titel haben, wenn wir noch nicht nennen gewählt sind, ich glaube, Gott will wir haben, wir sollen gehen, schaffen, wir sollen horchen, wir sollen so eine Gemeinschaft haben mit ihm, dass wir das können hören, wenn er uns rauben, dass er eins wird, und dann will uns dann zu gehen. Ob das dann merken das oder nicht. Ich will das hier belohnen, aber, was ich sage, in meinem Gebet ist, dass wir alle aus Gemeindeglieder taub uns wählen, zu glauben, was Gott sagen wird, und dann auf unseren Glauben wandeln. Nicht auf was wir sein können, aber was wir fehlen tun. Lieber was wir nicht sein tun. Und das Glauben und annehmen, willst du Schrift das sein wird. Wir nach der Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss nach Himmel für dich und wir danken dir, Gott, für diese Beispiele, was wir haben in dem Wort, wo du hast verschiedene Menschen geraubt, Dinge zu tun, was du menschlich zu sein, zu sein, nicht Sens mehr und das, was nicht in Sinn hat. Aber wir können sein, dass hier wir Männer, was die brauchen, dass wir in Balance zu gehen, als dass Dinge wären, was einen Sinn hat oder nicht. Sie nehmen das bis an, was wir von ihnen verlangen, dass sie gehen und dort. Und Herr, ich bete, dass wir auch so eine Einstellung haben, dass wir in Balance sind zu gehen. Und dann, was das ist, wo wir sind oder wo wir uns feilen, dass wir in Balance sind, dort unternehmen und dort glauben, dass der Stamm von dir ist und dann dort annehmen und dort wandeln. Herr, du hast uns berufen, als Christen im Glauben zu leben, dass wir sollen durch den Glauben leben. Und ich danke dir auch, Herr, dass du hast uns geraten, dass wir dort auch annehmen im Glauben, dass du hast den Sohn Jesus Christus geschickt, uns zu raten, dass wir dort auch annehmen können und dort glauben willst du das sein, dass dein Wort sagt. Und wir wollen da nicht abzweifeln. Help uns, wenn wir im Zweifel angeraten sind, dass wir wollen in dem Wort sein, dass du klar zu uns reden, dass wir das auch hören. Und dass wir lernen, deine Stimme zu lernen, dass wir weiten, wann du reden das oder wann es nicht deine Stimme ist, was du zu uns reden wird. Ich bete den Segen über uns, wenn wir gehen, wo du uns handschauen, das zu tun. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.